Ja. Und mit ein bisschen bewegen bringt. Das ist eine schöne Regenbogenforelle. Also schnell draussen hocken. Kleiner, schöner Fisch. Der darf wieder rein. Jetzt habe ich mich vor mit der Herrenlaufen voll aufs Maul gelegt. Voll die Schienbeine angeschlagen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich quäle mich heute selber. Und zwar bin ich bei 0 Grad beim Saufnersee. Toll. So sieht es aus. Schneefallgrenze gerade so 20 Höhenmeter oder so. Open See, ja Maximum. Aber ich habe noch L-Ritzen, die ich verwerten muss. Und Lust zum Fischen, mir ist egal. Ich habe mich genug warm angelegt, habe Knäge, Tische, alles mögliche angelegt. Wieder eine Wintermütze für ich holen müssen. Aber ja, egal. Und bevor ich es vergesse, ich habe hier noch etwas Kleines. Und zwar habe ich einfach mal so probemäßig so 3 Caps machen lassen. Also mit dem Logo so Nandurl Fishing halt. Und haben wir überlegt, die könnt ihr gewinnen. Also gewinnen, ja, die könnt ihr haben. Teilnahmebedingungen für das sind, geht raus, geht ans Wasser und wenn ihr mich per Zufall seht und meinen Kanal abonniert habt, ja, dann kriegen wir so eins. Also ich habe 3 Stück, das langt nicht für alle, aber ja, ich denke, ich gebe euch etwas zurück und motiviere euch vielleicht, um ein bisschen ans Wasser zu gehen. Weil es ist schön in der Natur, es ist schön, geht raus, es lohnt sich. Aber ja, ich würde sagen, ich packe jetzt mein Zeug und gehe ans Ufer. Also, tschau, tschau! Bevor ich jetzt aber anfange zu fischen, muss ich jetzt erst mal zu Mörgeln, weil ohne Mampf kein Kampf. Dann tun wir mal so eine L-Ritze aufziehen. Ich muss heute auch mal ausprobieren, wie gut das geht mit Händchen fischen. Weil es ist halt wirklich so kalt da oben. Also, wie ihr seht, der Fisch ist aufgezogen. Dann gebe ich mal einen Schmiss. Vielleicht wäre es auch nicht dumm, den Fäumer bereit zu machen schon. Und das Messdings da auch. Ich glaube, heute habe ich die L-Ritzen ein bisschen besser aufgezogen, weil im letzten Video habe ich es so beim Auge bin ich dort, glaube ich, rein. Und jetzt bin ich beim Maul, also mehr durch den Schädel selber. Ich glaube, das hebt jetzt ein bisschen besser. Sieht schon speziell aus, so mit dem saftigen Grün und dem Schnee oben dran. Ich bin gerade vorher mit herlaufen und einem anderen Fischer begegnet, Gross Alessio, der jetzt noch nichts gefangen hat mit Wobbler und Maps oder so. Ich werde es noch gleich noch probieren mit dem Wobbler, weil, keine Ahnung, ich kann einfach nicht widerstehen. Ich muss meinen guten Duo Yuki fischen. Da draussen ist gerade einer gestiegen. Krass. Oh, er hat geknebelt. Jetzt habe ich das erste Mal gespürt, wie sich das anfühlt, wenn einer daran knabbert. Oder ich bin in einer Shizone, es war gar nichts. Oh doch. Oh doch, und wie er war. Da hat einer ein Hüngerli gehabt. Der hängt nur noch am seidenen Faden. Kann gerne mal einer in den Kommentar schreiben, es ist ja verboten, Fisch anlocken. Aber wenn ich jetzt hier so tote L-Ritzen habe, die ich nicht mehr brauche, kann ich die einfach rausschmeißen. Weil das ist ja dann wie auch quasi, ich locke sie daher. Ja, jetzt habe ich es einfach ganz normal aufgezogen wie ein Jig. Also einfach so. Ja, sieht man wahrscheinlich perfekt. Gut, hat er mal gekippt.
muss nur ein grosser kommen und die L-Ritze einfach mal richtig packen. Dann mache ich einen bombastischen Hookset. Aber was ich jetzt gerade festgestellt habe, der Kopf ist quasi abgebissen. Das heisst eigentlich, eben der Fisch ist auf den Kopf vor L-Ritze. Das heisst, dort ist die sogenannte Strike Zone. Ja, das war mit dem Fisch. Das sind eigentlich schöne Fische, L-Ritze mit dem roten Bäuchli. Aber wenn ich nichts fange, heute schmecken meine Hände wenigstens ein bisschen noch Fisch jetzt hier. A win is a win. Schön zerfetzt. Dann schmeckt sie ein bisschen mehr im Wasser. Nein, ich muss Händchen anlegen. Es ist kühl, es ist echt kühl hier oben. Ich muss nächstes Mal ein Schnäpschen mitnehmen, um mich aufwärmen. Ich wechsle jetzt den Spot. Ich habe dort hinten nichts gefangen, habe auch keinen Biss mehr gehabt. Ich glaube insgesamt 2 Stück, 2 L-Ritze, ein bisschen zermanscht gewesen. Aber noch nichts mehr. Es fängt gerade an zu schneien. Und ich habe mich entschlossen, dort hinten auf die andere Seite. Oder da irgendwo in die Schlucht runter. Das wäre natürlich auch cool. Aber ich probiere es zuerst noch am See, auch auf der anderen Seite dort. Und wie es aussieht, hat es gerade einen Unfall gegeben auf der Autobahn. Wir sehen, die Autos stehen hier auf der Brücke unten hinten. Ja, ich hoffe nur, da ist nichts Schlimmeres passiert. In dem Fall fahre ich die Hauptstraße nachher runter. Was ich sage. Jetzt habe ich gerade gesehen, aber Staumauer ist fast windstill. Und die Fische sind an der Oberfläche am Fressen. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Das muss ich jetzt zuerst mal abchecken. Aber wäre geil, jetzt hier am Flieger noch einen rausholen. Und heute habe ich auch mal wieder eine absolute Glanzleistung angebracht. Und zwar habe ich die GoPro mitgenommen, aber die SD-Karte nicht. Also POV gibt es nicht heute. Ja, nun. Man muss das Beste daraus machen mit dem, was man hat. Und benutze ich diese Flüge hier. Ich hoffe, es ist scharf gestellt. Das ist jetzt eine Flüge, auf die ich noch nichts gefangen habe. Aber sie sieht einmal vielversprechend aus. Die Vögel auch im Tiefflug. Ist noch lustig zum Beobachten. Hoffentlich schnappen die nicht meine Flüge. Es wäre jetzt noch lässig, so eine zu fangen. Ich nehme mir jetzt mal die Zeit und tue unter das Video einfach mal alles verlinken oder alles reinschreiben, was ich brauche zum Fischen. Ah, dort ist ein kleiner Fisch. Okay. Ja, das war Quatsch. Ja, schön weit draussen. Da ist einer gestiegen. Ich muss mir unbedingt so Polbrillen holen. Weil ich sehe da halt nichts ins Wasser. Die steigen immer gerade nebendran von meiner Flüge. Jetzt schneierlt es wieder ein bisschen. Was würden ihr jetzt in dem Fall machen, da? Wenn jetzt gerade nie eine Welle steigen sehen? Einfach reinwerfen und ein Zeitchen warten? Oder immer wieder auswerfen, noch kurz warten, wieder neu auswerfen? Weil ich weiß es nicht. Ha! Okay, also Schwalben oder Moorsegler oder was auch immer das sind, die fressen auch Insekten von der Oberfläche.
Habe ich jetzt gerade beobachten. Wow, so Schwalben einhaken wäre auch böse. Ein Drill in der Luft. Oh, bitte komm zu meinem. Bro, der ist gerade nebendran. Komm schon, komm schon. Der ist gerade neben meiner Flüge gestiegen. Ja, ich glaube, die Flüge ist falsch. Weil sie ist gerade neben dem Fisch und sie interessieren sich nicht. Okay, jetzt habe ich mich verheddert. Aber es ist gerade gut, dann wechsle ich nämlich die Flüge. Jetzt tue ich eine dran, eine, die mir eigentlich immer Fisch bringt. Und zwar die hier. Jetzt habe ich die Linie nicht auf Weitwinkel geschaltet vorher. Ups. Also am Palponia-See habe ich mit dieser Flüge gefangen. Und am Rhein auch. Ja, jetzt fängt es gerade ein bisschen mehr an Schnee. Ja, da draussen war gerade einer. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, schön weit draussen, schön weit draussen. Und die Präsentation ist eigentlich auch nicht schlecht. Also es ist nicht so flatsch, sondern mehr Tipp. Ah, Gottverdammt, Gottverdeli. Komm, nehmt Flüge, nehmt Flüge. Probiere es halt mit ein bisschen bewegen im Wasser. Ja. Und mit ein bisschen bewegen bringt es. Ah, ist ein kleiner. Ja, ist ein kleiner. Haha. Herzig. Also, ich würde euch den auch zeigen jetzt. Oder ich mache es auch schnell. Aber eben, der ist viel zu klein. Den will ich nicht zu lange dran abhalten. Also, das ist eine schöne Regenbogenforelle. Und immer, wenn ihr mit Fisch hantieren, nasse Hände machen. Also, schnell draussen hocken, kleiner schöner Fisch. Der darf wieder rein. Jetzt habe ich mich vor mit der Herrenlaufen voll aufs Maul gelegt. Dort hinten am Hang. Voll die Schienbein angeschlagen. Aber am Equipment ist nichts passiert. Und da, ich weiß nicht, ob man es gut sieht auf der Kamera, aber da hat es wie so überall so grosse Steine halt drin. Und ja, ich tue jetzt einmal den hier durch twitchen. Der 70er Duo Ryuki. Ah, jetzt habe ich das Netz nicht da. Schlechter Wurf. Kann mir auch mal passieren, oder? Jetzt tue ich einfach mal wieder Desinteresse zeigen, nicht heranschauen, vielleicht beißt er noch einer. Dort dazwischen mal. Gehen dann normal dort noch weiter. Okay, jetzt suche ich weiter. Also, wenn ihr seht, hat es hier grosse Steine im Wasser. Ich werde jetzt auf diesen Stein hier stehen und dann einfach mal hier alles so abfischen und mal gucken, ob da irgendetwas steht. Ja, ich stehe gleich nicht auf den Stein. Der ist gleich ein bisschen ungeeignet. Also da müssen ja Forellen stehen. Das ist ja die perfekte Umgebung für Forellen.
Oh ja, jetzt habe ich gerade neben einen geworfen. Oh, komm schon bitte. In dem Fall kein Interesse gehabt. Also ich bin jetzt hier am letzten guten Ufer, weil dort hinten, wenn ihr vielleicht gesehen, ist so Fisch, ist das Board gerade ein bisschen steil und da ist ein bisschen unchillig zum Filmen und Fischen. Vielleicht gar nicht einfach noch ohne Filmen dort fischen. Aber jetzt probiere ich es hier mal noch. Eben haben gerade Fische eingekommen gesehen und dort vorher auch. Also sieht mal nicht schlecht aus, der Spot. Das sage ich bei fast jedem Spot. Aber jetzt schmeiße ich einfach nochmal alles rein, was ich habe. Ich habe nicht auch mal wieder so viel angelegt, halber Platzangst da drin. Also ist fast schon kugelsicher. Aber braucht es auch. Also eben, es ist halt Mitte Mai, aber gell, es war 0 Grad, als ich hierher gekommen bin. Es ist ständig am Luften. Es schneierlet immer mal wieder ein bisschen. Also zu viel habe ich nicht angelegt. Aber es ist bei weitem nicht so schlimm wie der Marmorera-See letzte Woche. Ja, dann packe ich meine 7 Sachen und schalte dann die Tonne wieder ein. Also, tschüss! Also, ich bin angekommen unter der Brücke, unter dem Staudamm, wie ihr seht dort hinten. Und ja, was soll ich sagen, es ist halt traumhaft hier. Die Challenge jetzt ist halt einfach, wieder hier runterzukommen. Aber auf Google Maps habe ich gesehen, dass es hier hinten wie so ein kleines Wägchen gibt. Mal schauen. Ich habe es im letzten Video schon gesagt und ich sage es nochmal. Wenn ihr unterhalb von einem Staudamm fischen, seid euch einfach bewusst, eben, dass Wasser kochen aufs Mal. Und dann müsst ihr parat sein zum Rennen. Sonst sieht es dann schnell sehr eng aus. Ja, also schaut auf euch. Und am besten gebe ich jetzt gerade mal einen Schmiss von da hinten, dass ich gar noch nicht zu weit führen muss. Okay, erster Wurf noch nicht. Nicht so schlimm. Zweiter Wurf ein Hänger. Ich habe gerade einen kleinen hier unten gesehen. Jetzt weiss ich halt nicht, ob das bedeutet, dass da kein grosser drin ist. Ich sehe ihn immer noch dort unten. Jetzt habe ich einen 70er dran. Jetzt tue ich mal einen 50er dran. Auch wieder mit 2 Einzelhöcken, ohne Wiederhaken. So grosse Gumpen sind halt schon schön, aber die Fische können dann halt auch recht tief stehen und es ist schwieriger zu sie erreichen als so kleinere Gumpen. Ich glaube, ich schmeiße jetzt noch in die andere Richtung. Und zwar da hinten.
Genau dort, wo ich her wollte. Das ist so klares Wasser da. Dann verschieben wir halt nochmal. Ein See hätte ich noch, wo ich jetzt hergehe. Werde aber dort nicht allzu lange bleiben, weil dort habe ich bis jetzt noch nie etwas gefangen. Das höchste von den Gefühlen war bis jetzt ein Biss, den ich dort hatte. Aber vielleicht bringt ja der Regen Glück. Mal schauen. Also da ist nichts. Zumindest habe ich nichts gefangen. Ich habe schon einen gesehen, aber ja, da gibt's. Schön ist gleich da. Und ja, komme auch gerne hier aber einfach zum Natur geniessen. Das macht mir nichts. Also, ich bin angekommen am Stausee hier. Und ich habe noch nie so wenig Wasser da drin gesehen. Normalerweise geht der See bis so hier rauf. Und jetzt ist einfach da noch Fluss. Ich würde zwar mega gern so dort rüber, also da komme ich sowieso nicht rüber, aber dort würde ich gerne rüber. Aber dann ist eben die Gefahr, weil es jetzt halt auch regnet immer wieder, dass sie aufs Mal irgendwo Wasser laufen lassen. Ja, und dann bin ich geguckt. Dann stecke ich dort fest. Also probiere es jetzt einmal, halt dort und vielleicht auch beim Wasserfall. Und von dem Ufer dort könnte man sicher auch gut werfen. Aber ja, ich probiere es zuerst mal hier. Ich habe das Gefühl, da schmeckt es schon nach Fisch. Oder eine schlammige Angelegenheit hier. Wir haben jetzt auch wieder der Zweier-Maps dran tun. Aber mit Duo Ryuk ist halt echt tote Hose da. So, jetzt habe ich hier unten noch 4 nette Fischer getroffen. Die haben 2 Fische raus. Ich habe nichts mehr raus. Ich habe nur beim letzten Wurf, sage ich jetzt einmal, habe ich noch 2 Biss gehabt. Dann ist es halt nicht der letzte geblieben. Aber dann nachher gleich nichts mehr. Aber ist egal. Ich habe keinen Köder abgetropft, bin nicht ins Wasser gefallen. Eigentlich perfekter Tag heute. Ja, ich gehe jetzt heim aufs Gucci. Nein, zuerst mal duschen. Dann aufs Gucci. Dann machen wir einen gemütlichen Abend. Danke vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder dabei. Und bis dahin, Petri Heil. Ciao, ciao!